Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute, und das am 18. Spieltag der Bundesliga, und der FC trifft auf die Truppe von Mainz 05. Und wie ihr seht, wir stehen hier an historischer Stätte in Köln, direkt vor dem Zeughaus. Neben uns sieht man den Römerbrunnen. Und warum haben wir uns diese Location ausgesucht? Man könnte natürlich denken, ja, gegen Mainz 05 hat es auch ganz viele historische Spiele gegeben, definitiv. Aber warum diese Location auch ansonsten so hervorragend zu unserem Motto passt, das werden wir jetzt im Laufe der Sendung sehen. Ja, und zwar, sobald wir unser Motto verraten haben, könnt ihr es ein bisschen ahnen. Wir geben euch aber Räuberleiter. Das Motto lautet Dry January. Dry Punkte. Ja, ihr seht schon, die Shirts sind natürlich nicht da, ne? Die sind noch nicht dry. So, aber auch ohne Shirts können wir natürlich anstoßen. Und zwar, das wird jetzt lustig, 2 Brause Auf Dry Punkte. Prösterchen, Leute. Naja, ich glaube, wer unsere letzte PK gesehen hat, der kennt so ein bisschen die Historie dieses Dry Januarys bei uns. Ja. Der kam so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde sind wir zu dem gekommen, weil wir das Kölsch vergessen hatten beim letzten Mal. Aber jetzt ziehen wir das auch konsequent durch. Richtig. Nicht nur bei dieser PK, sondern wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und versprechen, was, Thomas? Ja, also wir trinken so lange kein Kölsch in der PK, bis wir die nächsten 3 Punkte drin haben. Ja. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Ja. Das gilt nicht nur für den January, sondern wenn es jetzt wirklich so kommen sollte, Bis zum April. also spätestens im Mai, Ja. können wir auf jeden Fall wieder Kölsch trinken, weil dann ist die Saison vorbei. Und wenn Ja, man ja. sich den einen oder anderen Schwarzmaler mal vor Augen führt, dann ist das ja fast schon vorgegeben, dass wir bis dahin nicht mehr punkten werden. Ja, so ein Quatsch, möchte ich sagen. Ne? Wir können aber noch mal ganz kurz sagen, diese Location, Ja. diese wunderbare Location hier, die passt deswegen auch so gut zu unserem Motto, weil, ihr seht es, der Brunnen ist dry, ne? Kein Wasser drin, ne, im Winter. Passt also. Ja, und da vorne, beziehungsweise jetzt hinter der Kamera, hängt ein Löffel am Gebäude. Und das ist aus unserer Sicht genau der Löffel, den Mainz 05 am Samstag abgeben wird. Ja, da freuen wir uns königlich, deswegen steht da auch so eine Krone drunter. Ne? Genau. Und das da, ne? Da oben, das ist der, manche denken, das ist irgendwas mit Rom. Nein, nein, das ist der Wolf, den wir uns laufen werden gegen Mainz. Ne? Denn wir wollen natürlich genau die gleiche großartige Laufleistung haben und noch eine bessere als gegen Rom. Wie heißt die? München. Ne? Naja, und das Zeughaus selbst ist natürlich auch eine Location, wo es verdammt dry sein sollte. Denn in einem Zeughaus wird Kriegsmaterial aufbewahrt, Waffen, solche Dinge, Arsenale, Munition. Und die muss natürlich trocken gelagert sein, denn ansonsten geht der Schuss nicht nur nach hinten los, sondern er geht gar nicht los. Mit feuchtem Pulver macht das nur Piff, Paff, Puff. Ne? Und dann machen wir keine Tore. Auch das wollen wir alle nicht. Also ihr seht, wir haben sehr, sehr lange recherchiert, und, um diese Location zu finden, weil wo gibt es sonst eine, die so wunderbar dazu passt. Ja. Kommen wir mal zu dem gestrigen, trockenen Haar. Ne? Hat nicht geregnet. Also, ne? Das stimmt, aber die Luft war ja relativ frisch trotzdem. Ja, Ne? die Luft war Also frisch. zumindest 10 Minuten lang. Hat ein Und bisschen gequalmt. Wir sind, ja, das meinst du. Hast du gar nicht verstanden, Das stimmt ne? auch. Nee. Ich habe mich gefragt, warum der so früh abfährt. Man konnte alles sehen, Ach so, aber ja. Ne? Ja, also die Bayern waren erwartet geduldig und erwartet hoch in der Qualität. Also das ist natürlich, wundert ja gar niemanden, was die können, wenn dann aus der 4. Reihe, wo wir sitzen, dazu guckt, wie die da so zaubern. Das ist schon auch beeindruckend, ne? Also es ist kaum vom Ball zu trennen. Aber wir haben es richtig cool gemacht, finde ich. Und alles das, ne, was ich vorher gesagt habe, was mir fehlte immer, nämlich die Griffigkeit, dieses Hochanlaufen, alles das haben wir gezeigt. Also ich bin von der Leistung, kann ich gar nicht anders sein als schwer begeistert. Ne? Ja. Klar, Punkte. Ja, ich meine, das hat der Trainer ja auch in der Pressekonferenz
fand ich ganz gut dargestellt, dass wir in der ersten Halbzeit 3 Kilometer mehr gelaufen sind als die Bayern. In der zweiten Halbzeit, Entschuldigung. In der zweiten Halbzeit dann exakt die gleiche Kilometerleistung und nur so kannst du mit solchen Mannschaften ja überhaupt mithalten. Ja. Ne? Und das ist uns gelungen und was mich mindestens genauso stark beeindruckt hat wie unser Einsatzwillen, das war diese mannschaftliche Geschlossenheit. Da stand wirklich ein Team auf dem Platz und ich habe Stimmen gelesen im Internet, die wieder gesagt haben, ja, aber das ist ja gegen Bayern München das Allerleichteste und war auch genauso zu erwarten, dass wir da jetzt plötzlich wieder gut aussehen. Nee, also ganz ehrlich, bei der Vorgeschichte, bei dem ganzen Theater, was sich jetzt abgespielt hat, Tage, fast schon wochenlang, war das aus meiner Sicht gar nicht zu erwarten. Und die Horrorszenarien, die sowohl von Fans als auch von Journalisten, ich denke da auch an Journalisten, die im Trainingslager waren und das Ganze so geschildert haben, als stünde der Verein kurz vor dem Zusammenbruch und die Leute kratzen sich gegenseitig die Augen aus. Also ganz ehrlich, da kann ich den Kollegen vom Express gerne zitieren. Weiß ich nicht, sehe ich komplett anders. Was ich gegen Bayern München gestern auf dem Platz gesehen habe, das war wirklich eine mannschaftliche Geschlossenheit. Jungs, die Spaß hatten am Fußballspielen, die für den anderen eingestanden sind. Und eine Harmonie, also wirklich 180 Grad diametral unterschiedlich zu dem, was einige da bisher reininterpretiert haben. Tut mir leid. Macht eure Tränen dry. Ne? Ja, genau. Trocknet, wir wollen eure Tränen trocknen. Ja, Leute, wir haben keinen Grund zu heulen. Natürlich, ja, es wäre schön, wenn du da Punkt holst, aber jeder weiß, eigentlich ist das ein Bonusspiel gegen die Münchner, das weiß jeder. Ja. Jetzt haben wir alles gelesen, ne? Jetzt sagen sie alle, gegen Mainz wird es jetzt eng oder schwierig und das ist das entscheidende Spiel. Ja, erzähl mal, bist dry. Nein, ist es nicht. Das ist das erste Heimspiel in der Rückrunde und da kommen dann noch ein paar. Also natürlich ist das eine Kacktendenz, wenn wir gegen Mainz nicht gut aussehen, aber damit entschieden ist dann noch gar nichts. Ja? Trotzdem, ich hoffe einfach, dass wir so viel Gas geben. Ne? All die Dinge, die jetzt gegen Heidenheim mit der Griffigkeit, mit dem Willen, mit der Spielfreude, die wir gegen München hatten, gegen Heidenheim, bin ich der festen Überzeugung, hätten wir das Ding gewuppt. Ja. Also du meinst auch, wenn wir jetzt gegen Mainz nicht gewinnen sollten, dann ist das Kind nicht in den Brunnen gefallen, beziehungsweise selbst wenn es hineinfällt, jetzt sind wir wieder bei der Location, was würde denn dann passieren? Nix, der Brunnen ist dry und guck dir mal, was das für ein flaches Ding ist hier. Da kommt ja ein Säugling wieder raus. Ja, also, genau. Nee, also es ist dann nicht, es ist nichts verloren dann. Es sind nochmal genauso viele Spiele, wie wir jetzt hinter uns haben. Ja. Das heißt, wir können ganz viel umbiegen. Ich erinnere gerne an die Kollegen aus Gladbach, die unfassbar beschissen in die Saison gestartet sind und haben sich dann an eigenen Schopfe wieder rausgezogen. Ja, wie haben die gespielt? Ja, es gibt sowas. Die haben jetzt richtig einen auf den Sack bekommen und auch die kotzen natürlich im Moment. Ja. Ne? Aber es ist so im Fußball. Du kannst jetzt nicht denken, na super, bei uns läuft alles geil durch und wir marschieren direkt nach Europa, so schön das auch wäre. Ja, es sind immer Momentaufnahmen, ne? Und das ist doch das Entscheidende. Ja, also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, hört auf, eure Szenarien euch zurechtzustricken und so weit vorzublicken und zu sagen, jetzt haben wir 8 Spiele verloren, also damit steht ja fest, verlieren wir die nächsten 8 auch und dann geht die Welt unter. Denkt doch bitte von Spiel zu Spiel und jetzt gegen Mainz ist ein wahnsinnig wichtiges Spiel, ja, das ist doch gar keine Frage. Und wir müssen einfach gemeinsam da reingehen und gucken, dass wir die Mainzer schlagen. Im Übrigen für mich eine ziemlich schwache Mannschaft. Ich habe das Spiel gegen Heidenheim mir angeschaut und das ist wirklich kein Gegner, vor dem man Angst haben muss. Egal, ob sie sich hinten reinstellen, ob sie uns kommen lassen oder weil sie stehen ja eigentlich viel mehr unter Druck als wir. Also sie müssen kommen. Ja. Das ist genau das Thema. Also wenn wir früh in Führung gehen, wird bei denen das Kino losgehen. Da bin ich relativ sicher. Das ist mit Sicherheit keine gefestigte Mannschaft, sondern eher eine verunsicherte, die wirklich Probleme haben. Und auch die können sich wieder rausziehen. Überhaupt gar keine Frage. Es ist für die genauso, gibt es auch noch mal genauso viele Spiele. Ne? Aber ich bin der festen Überzeugung, wenn wir die Intensität so hochhalten und vielleicht sogar noch steigern, dann haben wir alle Chancen. Natürlich, wir haben jetzt das letzte Mal immer als
quasi Korkenzieher gegen uns so Wundertore gehabt. Ja? Ja, also Wahnsinn. unfassbar, was der Heidenheimer da macht. Das passiert einmal in Oder auch 100 in Jahren. Leverkusen. Ja. Ne? Oder jetzt gestern. Und der Gnabry, wie er da Gnabry. diesen Aufstieg, tut mir leid, ja. Also das ist ja auch unfassbar, was die Leute gegen uns dann für Glück haben oder für Dinge auspacken. Bei Gnabry war es dann kein Glück, aber ansonsten schon. Das kann dir immer passieren. Das ist halt, da machst du gar nichts. Was mir beim Spiel Mainz gegen Heidenheim auch aufgefallen ist übrigens, dass auch die Mainzer Probleme mit Fans haben, so wie wir auch. Aber das Problem ist bei denen anders gelagert. Also die Heulsusen gehen da einfach nach Hause offensichtlich. Das heißt, sie gehen nicht mehr ins Stadion, denn bei wirklich so einem wahnsinnig wichtigen Spiel, zu Hause gegen Heidenheim, war das Stadion halb leer. Also ich habe meinen Augen nicht getraut, mal ganz ehrlich an die Mainzer. Vielleicht können Mainzer was dazu schreiben, die das hier sehen. Was ist denn bei euch los? Sag mal, das ist ja... wollt ihr euren Verein fallen lassen oder liegt es daran, dass ihr ein Jahr lang kein Heimspiel gewonnen habt? Das war ja tatsächlich so. Ne? Vielleicht ist es eine Mischung aus beidem, aber Fakt ist, das wirkte auf mich fast schon wie Auflösungserscheinungen. Und da sind mir selbst unsere Jammerlappen-Fans lieber als solche, die gar nicht mehr ins Stadion gehen. Man muss sagen, dass gestern schon auch ein paar Leute bei uns verfrüht gegangen sind. Ne? Ich sehe das immer wirklich, also das nervt mich total, ne? Wenn du siehst, dass dann plötzlich da so sich Schlangen bilden, beim Rausgehen, bevor der Abpfiff ertönt ist. Ich finde das respektlos. Das geht Das ist nicht. ja so ein generelles Ja. Thema. Aber es Ne? ist passiert nicht im großen Stil, das ist gut so. Aber Und in es Mainz, würde die mich kommen auch- gar nicht mehr. Ja. Das ist Wahnsinn. Das ist natürlich richtig scheiße. Die heulen wenigstens zu Hause Ja. und nicht in den Kommentarspalten, wie das bei uns in Köln ja so beliebt ist. Haben sie was ne? aus der Nachbarschaft gelernt, aus Hoffenheim. Ne? Einfach ins Stadion gehen wird überschätzt. Man muss da gar nicht hingehen. Ja, ganz genau. So, also wir wollen diese Tränen trocknen Yes. und es wird immer schöner. Yes. Ja, Dry January. Ne? Also, das ist... Unsere Art des Dry January, nur während der PK nicht trinken, ist viel intelligenter, muss man ehrlich sagen. Ne? Wenn man das so macht wie viele andere, dass sie wirklich gar keinen Alkohol mehr trinken, dann kommt einem der Januar halt vor wie Dry Januaries. Ja? Dann das zieht sich, ne, Leute. Wir müssen auch ein bisschen realistisch bleiben. Ne? Also. so sieht das aus. So, ich glaube, wir haben zur Location alles erzählt. Wir haben zum Gegner einiges erzählt. Der Hollerbach hat wohl Grippe. Ist zumindest noch nicht fit für 90 Minuten. Der Chor hat die 4. Gelbe oder die 5. Gelbe. Gestern hörte ich jetzt die 5. Aber eben habe ich gelesen, es ist wohl doch nur die 4. Völlig egal. Ja. Wenn wir so auftreten wie gegen Bayern, Ja. dann werden wir die Mainzer aus dem Stadion schießen. Da bin ich mir 100% sicher. Denn wir haben geile Jungs und erfreut euch doch mal wieder an unserer Truppe und an diesem herzerfrischenden Fußball von jungen Leuten. Gestern war das Durchschnittsalter 27 Jahre gegen Bayern München. Da muss man doch Freude dran haben und rauskommen aus seiner Lethargie und nicht über Niederlagen nachdenken. Ey, das ist doch unser Hobby. Das muss doch auch Spaß machen. Nochmal, Also reißt euch bitte zusammen. Schöne Grüße an Schenten, weil das war das Geilste ever. Das war geil. Stand vorne und hat einfach mal Dem Kane einen mitgegeben. dem Kane Ne? einen Check mitgegeben, aus dem Nichts einfach so. Ja, Ne? Ich glaube, das ist sensationell. eine Geschichte, die erzählst du bei deinen Jungs. Ja. Ich habe gedacht, wie geil ist das denn? Das ist so. Spielst du einmal gegen die Bayern. Das musst du machen. Ne? Also, Hör mal, der war wie vor man einem mit. Monat, hat der noch U19 gespielt. Ja. Ausschließlich. Ja. Jetzt geht er mit ins Trainingslager, wird das erste Mal eingewechselt oder spielt es erstmal von Anfang an gegen Heidenheim und wird dann gegen Bayern München eingewechselt. Und das wird den Jungen stärken. Ja. Und Wenn der er- absolute Durchbruch mit mehreren Toren, der kommt in Spiel Nummer Was? 3. Achso. Wird. Ja. Ja, das ist ja dann drittes Spiel dann, ne? Oder nicht? So ist das. So. Ja. Ich glaube, wir haben fertig. Ja, Ne? ich würde sagen, ne? Haben wir lange nicht mehr gemacht. Ey Leute, ihr müsst mal ein bisschen abonnieren hier, ne? Da, Ach so, ja, ne? gerne. Abonnieren, ne? Glocke Dingen sind's, ne? und so weiter. Dreimal. Wir sehen uns am Samstag und das ist Gott sei Dank schon übermorgen und wir sind heiß auf das Spiel. 15:30 Uhr, Müngersdorfer Stadion und dann bitte alle zusammen den FC anfeuern. Und dann wird es vielleicht wieder so ein legendäres Spiel gegen Mainz 05, wie 2008, als wir sie 2-0 geschlagen haben, wie 2017, als wir sie 2-0 geschlagen haben und nach Europa gegangen sind. Vor 2 Jahren haben wir auch dieses 3:2 gegen Mainz nach Rückstand. Also es muss klappen und es wird klappen. Ja. Prost, Leute.
Ciao.